Hallo, ich bin Jonathan Moore. You're watching Merlin's TV. Enjoy this next episode. Backstage. So, guten Abend. Wenn ihr Merlin seid, steht auf. 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 Wenn ihr Merlin. Neben mir Michael Mietmann, der sich genauso wie alle hier wahrscheinlich auf das Derby freue. Normalerweise hört man dich nur hinter der Kamera bei Merlins TV. Heute sieht man dich auch mal, für alle, die nicht kennen, Michael Wiedmann. Ja, auch heute Analyse. Wie war die Herfahrt? Wie war es bisher hier? Und was kommt alles noch? Die Herfahrt war kurvig. Ja, es war relativ ruhig. Also es war in den vergangenen Jahren schon mal laut, aber so langsam steigt die Stimmung doch, hat man ja gehört. Und ja, es wird ein heißes Derby, wie immer. Aber ich möchte heute keine Prognosen abgeben, weil ja, es ging ja in den letzten Jahren doch immer schief. Con los terroristas. And do the Harlem Shake. Der Fandross hat sich mittlerweile in die wohl schönste Schulsporthalle der ganzen Pro A begeben, hier nach Kirchheim in die Rundsporthalle. Stadtmitte heißt sie, glaube ich. Neben mir links Ingo Enskat, rechts Martin Roming, wer kennt sie nicht, ja. Normalerweise fragen wir vor dem Spiel immer so, ja, was erwartet uns, Palim Palim, hin und her. Heute geht es eher mal um das Derby, Crailsheim Merlins gegen die Kirchheim Knights. Ich frage zuerst dich, Ingo, ist es für dich einfach ein normales Basketballspiel oder verbirgt da mehr dahinter? Naja, als Norddeutscher bist du halt nicht damit aufgewachsen, so mit der Konkurrenz, aber man bekommt ja in den 8 Jahren, die ich jetzt hier bin, schon ein bisschen was mit. Und ich glaube, das ist schon eine wichtige Sache, gerade dieses Jahr. Wir haben das Heimspiel verloren gegen Kirchheim nach langer Zeit. Und da haben die Jungs was wieder gut zu machen. Und da haben sie heute ihre Chance und dann gucken wir mal, ob sie das nutzen. Wie wird das Team das wieder gut machen? Wie habt ihr das Team vorbereitet die Woche? Naja gut, nach dem Cuxhaven-Spiel waren wir natürlich unzufrieden. Da ist jedem, glaube ich, klar in der Mannschaft, dass er heute 1-2 Schippen draufpacken muss. Will hat noch mal im Training angezogen, dass jeder auch bereit ist vom Kopf her. Gut, jetzt haben wir mit Stevie Johnson einen wichtigen Ausfall mit Magen-Darm-Grippe. Alle anderen sind aber fit und da hoffen wir mal, dass jeder dann auch den Hebel umlegt, den wir brauchen werden. So, jetzt zu dir, Martin, als Einheimischer hier. Derby in Kirchheim, was bedeutet das für dich? Tja, ich vermisse eigentlich meinen Sonderplatz an der Mittellinie, den sie mir seit 5 Jahren verweigern. Also bitte, Jungs, ihr müsst da noch eine Schippe drauflegen, dass wir dann von einem echten Derby sprechen können. Ja, an oder auf der Mittellinie? Auf der Mittellinie natürlich, also der verlängerten Mittellinie. Okay. Ich will ja nicht mitspielen, weil da verblassen ja alle anderen. Ja. Davon gehen wir stark aus. Neben mir jetzt die Elisabeth Müller, auch Liz genannt, Merlin-Supporterin, und du hast hier Gebäck von Ehingen dabei. Jetzt frage ich mich, wie kommt zu einem Spiel Crailsheim gegen Kirchheim Gebäck aus Ehingen? Ganz einfach, wir haben Ehinger Fans dabei und es hat sich beim ersten Mal so eingebürgert. Die Frau Werner backt Apfeltaschen und die waren so lecker. Und hat sie gesagt, bei jedem Spiel, wo Ehingen dabei ist, schickt sie uns einen Schuhkarton mit Apfeltaschen. Der Wahnsinn. Das ist wahre Fanfreundschaft der Crailsheim Merlins und der Erdgas Ehingen Jungs. Die suchen wir jetzt mal und werden mal fragen, warum die eigentlich so bekloppt sind und von Ehingen nach Kirchheim fahren, wenn gar nicht Ehingen ihr spielt. Die schauen wir jetzt mal danach. Ihr habt heute Ehingen-Trikot an. Ihr wisst schon, dass heute Crailsheim Merlins gegen die Kirchheim Knights hier spielen, oder? Ja, das wissen wir, aber ja, es ist die Fanfreundschaft, die uns verbindet eigentlich. Und dadurch, weil ihr bei uns gegen Kirchheim wart, sind wir nach Kirchheim gekommen, um euch zu unterstützen. Ja, vielen, vielen Dank auch an dich. Was fasziniert dich heute an dem Spiel und vor allem, was erwartest du heute von dem Spiel? Ja, ihr erwartet einen Sieg von Crailsheim natürlich und wie die feiern und dass wir das nächste Woche genauso wiederholen können. Sehr schön. In der nächsten Woche spielen nämlich die Kirchheim Knights in Ehingen, richtig? Nein, wir spielen hier. Ihr spielt ja, hier? Ja, genau. Ist Doppelspieltag, okay. Da seht ihr mal,
aber trotzdem, da kennt ihr die Halle schon. Ich habe sie vorhin schon als die schönste Schulsporthalle in ganz Baden-Württemberg betitelt. Wer hat das gesagt? Ich. Achso, okay, ja, dann. Alles klar. Dann viel Spaß und wir feuern alle mal an. Backstage.